Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa. Ich wollte es vor eine Konferenz angehen, die ich mit meinem belgischen Kollegen Pascal Arimont gemacht und organisiert habe. Und zwar am Osten von der Belgien, an Ostbelgien zu St. Vith. Und das ist, wie gesagt, die Grenzregion, wo ganz viele Leute von hier zu Lützeburg arbeiten. Und das war für die natürlich interessant, für ein bisschen zu gucken, wie geht es für uns in Zukunft mit Lützeburg, wie ist die Situation an 10 Jahren. Und dafür hatten wir den Claude Wissler, Spitzenkandidat von der CSV, invitiert, für ein bisschen den Leuten zu erklären, was Sache ist, und noch ein bisschen zu gucken, wie es in den nächsten Jahren, wie gesagt, führen kann. Den Claude Wissler hat hier einen kurzen Rapport gemacht über die Situation, dokumentiert anhand von offiziellen Statek-Zahlen. Er hat von einer Wirtschaftswachstum geschwärzt von 4 bis 4,5%. Dat nach alle Jahren über 10.000 Arbeitsplätze netto beigemacht gehen. Und das eigentlich die Situation gesund ist. Und ein bisschen sektorspezifisch Fragen auch von den Leuten wären noch ein bisschen axéiert auf den Finanzsektor. Auch da hat hier gesagt, dass es dem Finanzsektor trotz den Anpassungen, die sie machen müssen, und europäisch und auch Gesetzgebung von der OECD, zum Beispiel Bankgeheimnis abgehen, an all die Anpassungen, die wir gemacht haben, dass der trotzdem ein Sektor ist, der auf gesunder Fest steht, und das am Anfang der Rest von der Ökonomie auch ein bisschen davon erlebt, weil ihr wisst, dass die Finanzwelt aber zu Lützeburg ein großes Standbein ist, was große Auswirkungen hat, was ganz viel Power hat auf den Rest von der Ökonomie, weil einen großen Teil, einen großen Anteil vom PIB ausmacht. Das, wie gesagt, Leute haben da ein bisschen versucht, zu gucken, erstens mal einerseits die wirtschaftliche Situation und dann aber auch natürlich die persönlichen, die Privatprobleme, die sie alltag erleben. Und da muss ich sagen, das war auch für uns als Europadeputiert interessant, weil wenn so über Europapolitik am Gang ist, zu diskutieren und noch das mit zu gestalten, dann ist die Diskussion, die immer kommt, soll Europa sich nicht um das ganz groß kümmern, die Probleme, die geopolitischen Probleme, Handelsbeziehungen, Klimaschutz, Klimawandel, Energiesicherheit, Sicherheit am Allgemeinen und so weiter. Und natürlich soll Europa das nicht machen am Großen, für sich da Weltniveau an einer globalisierter Welt überhaupt nach Fuß zu fassen und sich nicht mehr in Zukunft das klein kümmern, das heißt alles Regeln, alles Standards ausschaffen, Normen und so weiter. Und das war so ein bisschen eine Diskussion, die ein bisschen zwiespältig war, weil einerseits so Leute natürlich mit Recht Europa soll wirklich sich das kümmern, was muss sein. Und einfach verlangen sie eigentlich Sachen, die uns alltäglich Sorgen machen, alltäglich Probleme machen, so die grenzüberschreitenden Sachen, dass sie die aber auch trotzdem abhaken, weil wenn zwischen zwei Ländern oder zwischen den paar Ländern keine Einigung folgt, dann muss aber trotzdem eine Instanz da sein, die die Sache an die Hand regelt. Und die paar Care-Bereiche, die waren eigentlich, das war erstens mal den Arbeitsmarkt natürlich. Ich meine 3.920 Grenzgänger aus der Gegend von St. Vith kommen all Tag auf Lützeburg, größtenteils mit dem Auto, und das gibt natürlich Probleme auch für die Infrastrukturen, wo ich noch darauf zu schwätzen komme. Aber am Arbeitsmarkt selber waren sie eigentlich froh, dass sie hören und dass die Situation stabil ist, dass man nach Arbeitsplätzen beischaffen. Sie haben sich aber Gedanken gemacht, wie das eventuell weitergeht, mit den Familienzulagen, mit den Steuern, weil das aber Sachen sind, ganz viel am Gespräch war, dass die Doppelbesteuerungsaufkommen, wie das gehandhabt wird, für zu sagen, dass Europa da gar keine Kompetenz dran hat, für zu sagen, dass das bilateral zwischen den einzelnen Ländern ausgehandelt wird, das haben wir den Leuten erklärt. Und dass das von Land zu Land verschieden ist, das ist Lützeburg hat ja neuerdings kürzlich ein Steueraufkommen mit Frankreich unterschrieben. Belgien ist am Gang, mit Deutschland auszuhandeln, was aber schwierig ist, wo noch nicht viele Details gewürgt, wie mein Kollege Pascal Arimont gesagt hat. Das sind so Sachen, die die Leute aber trotzdem interessieren. Wie viele Stunden, wenn ich an dem Land arbeite, wie viele Stunden ich an meinem Land arbeite, wo ich wohne, was das ging bedeuten. Was das auch an der digitalisierten Welt bedeutet, Steueraufkommen. Wenn ich von daheim aus zum Beispiel arbeite, eine Firma, die inzwischen nicht angesiedelt ist, die zum Beispiel in Lützeburg angesiedelt ist. Alles das sie frohen. Den Droit du Travail natürlich, das ist auch unterschiedlich, wie das gehandhabt wird.
auch nach Doline-Kompetenzen bei den Memberstaaten, das heißt auch da hat die Europäische Union eigentlich keinen Abfluss drauf. Dann natürlich das Sozialversicherungssystem, alles was Krankenkassbeiträge ist, alles was Pensionskasse ist, alles was Chômage-Indemnitäten sind, alles was Pflegeversicherungen sind, das heißt, das ist alles gibt das am Privat, also zwischen den Memberstaaten geregelt. Memberstaaten sind da souverän, lassen sich von der Europäischen Union da nicht allzu viel dran schwätzen. Das ist so, dass am Anfang auch ein Panel da war von Experten und da ist ein Chef der Entreprise gewesen, den am Anfang konkret gefragt ging, dass man für was ich findste Steuern zu Lützeburg näher gelassen. Und der Mann hat gesagt, dass das eigentlich nicht der Fall war, dass die Steuern löser gehen, Anpassungen gemacht von der einen Seite wie von der anderen Seite, dass das sich mehr oder weniger geschwind abgependelt wird. Das ist eigentlich die bürokratischen Aufwand, die Hürden, die Hemmnisse, die sie an der Belg erleben, die Firmen, was ganz schwierig ist, einen Aussprechpartner dort zu finden, einen Kloren, der noch Klartext schwätzt, der noch einem sieht, was den zu machen hat, was den darf machen, was der soll machen. Und das wäre auf Lützeburger Seite viel mehr leicht. Und das würde ihn natürlich zufriedengestellt. Ich meine, das hören wir ja gerne, wenn wir da auf die Manier bestätigt kriegen, eigentlich von Chef der Entreprise, von Experten, dass es zu Lützeburg an dem Bereich administrativ Verwaltung, dass das aber relativ gut funktioniert. Ein weiteres Kapitel, das war natürlich, wie ich eingangs schon gesagt habe, das waren die Infrastrukturen. Ganz viele Leute müssen mit dem Auto kommen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie reklamiert haben, dass sie eigentlich schon mit Notdruck verlangt haben, dass nicht nur bei Eis die N7 für die an den Norden feiert oder respektive aus ihrer Sicht gesehen aus dem Norden raufkommen, dass die muss verständlich ausgebaut gehen, dass das im Moment Situationen sind, die nicht tragbar sind, nicht haltbar sind, aber auch auf ihrer Seite die N62, das heißt von der Wemperhärte auf St. Vith, dass das unbedingt muss ausgebaut gehen, das ist, wie gesagt, für die Flüge in Zukunft zu bewältigen eine absolute Necessität. Wenn ich so eine Flüge bewältigen, dann habe ich eingangs gesagt, die 3100 Leute, und das ist hue sich nur an der Konklusion noch gewiesen, de Bürgermeister vu St. Vith huet auch klar gesagt, dat dat eng Win-Win-Situation ass, dat sie durch die Leute, die op Plätze beschaffen kommen, praktisch an ihrer Gegend Gucke schon mal schön, dat sie auch bei gut kein Sozialfall hun, dat hier ihre Sozialbüro ass gëtt natürlich für Leute benutzt, mit das aber an engem verständlichen Ausmaß, dat hicht Armut kennen sie an dem Sinn net. Und dann natürlich as für Lützeburg, an dat huet Claude Wieseler auch klar durchgelöst. Das heißt, also auch für Lützeburg eine Gewinnsituation. Lützeburg kann ohne die Leute die wirtschaftliche Wachstum an die Stellenwert, die wir da haben, eigentlich gar nicht halten. Dann hätte doch nie dazu gebracht, wenn wir die Leute nicht hätten, die daraus bei uns schaffen kommen. Eine Alternative wäre den Zug. Das hat aber auch zu ganz vielen kontroversen Diskussionen geführt, weil Leute so, ich muss da schon mein Auto holen, bis ich auf ein Gär komme und zu Lützeburg, da habe ich Probleme im Parking zu finden. Grenzüberschreitend Billet funktioniert noch nicht so, wie wir das hätten. En plus komme ich dann zu Lützeburg, dem wir wo schaffen, Kloster oder so, sonst wo ich komme nicht auf der Gär und ich muss dann auf den öffentlichen Transport. Und da ist auch gesagt, von Lützeburger Seite an den Spitzenstunden, als den saturiert, das heißt, da können wir nicht mehr machen, da sind Kapazitäten erschöpft. Und wir hoffen, dass das, wie gesagt, den Tram in Zukunft ein Party davon abhängt und natürlich auch nach weiter Kapazitätenerweiterung auf der Schiene. Aber wie gesagt, das ist in Zukunft aber wahrscheinlich nicht so einfach zu managen. Work-Life-Balance, das heißt Abklang zwischen Familie und Berufswelt, das war auch ein Sujet. Das ist auch ganz schwer, wenn die Leute zu Lützeburg schaffen. An der Belg so nicht mal, hier kann an die Schule gehen, hier kann muss versorgt gehen, sie wird da Kirche, sie wird so sonst was. Das heißt, für da immer zeitlich das hinzukriegen, das ist für uns daheim schon, für jeden ist das schon eine große Herausforderung, für, wie gesagt, eine Organisation auf Beine zu kriegen. Und für Leute, die allmorgens bald 2 Stunden, aber trotzdem Urreis haben, an oben 2 Stunden Heimreis haben von ihrer Arbeit, das ist ein riesig Bewältigung, das ist ein riesiger Defi. Das wären so ein bisschen die Hauptpunkte. Ich meine, die Diskussion war ganz interessant. Es waren über 300 Leute, die hauptsächlich junge Leute, aber den Intérêt ist da. Und wir konnten eigentlich nur als Konklusion so, ob 10 Jahre Menge mal
mir si alle gotten Optimisten, menge mal dat die Situation so weiter gut funktioniert. Zuele weisen dat jo auch aus. Wie dann 20 Joer ausgesäit, dat kann de moment ke so en Fachkräftemangel war auch e Sujet, wie geht mat der digitalisierter Welt weiter, alles dat wie gesot as e Sujet. D'Edukaun ass dat oppassungsfähig ass dat wie kann dat an Zukunft gestaltet ginn. Dann natürlich auch Diversifizierung vun der Energie vun der Wirtschaft. Dat ass en Sujet dat kann en doheem net nëmmen an Zukunft op de Finanzsektor setzen, méi muss noch an einer Bereiche goen. An noch do et de Claude Wissler eng Landpacht die Bereiche opgezielt, opgezeechchen. An wo mir auch als CSV als Werten ersetzen, dat die Bereiche ausgebaut gin, an dat auch do an Zukunft neue Arbeitsplätzen geschafft gin, Stichwort quantitative Wurstum, qualitative Wurstum, wo gesot gin ass vum quantitative Wurstum könne man net weiter so wursen, da muss man op qualitative Wurstum iwwergoen, an dat werd auch wie gesot die nächste Zeit zu Lützeburg de vier großen Challenge gin fir dat ze meestern. Merci wie gesot ha vun Bresel fir no gucken bis die nächste Woche.